Was geht, Leute? Ich war eigentlich schon mit einem Bein aus dem Haus. Die Schuhe schon angehabt, dann kommt meine Frau rausgerannt und fragt mich, wie ChatGPT funktioniert, weil sie ihr Resümee umschreiben möchte. Und sich eventuell im Aria und so bewerben will. Das wäre halt mega cool, wenn ich im Aria grinde und die dann kellnert. Wäre lustig. Oh scheiße, ich habe meinen Kaffee vergessen, Leute. Babe, did I forget my coffee? Frau sitzt so nah am Lenkrad, die ist gerade zum Supermarkt gefahren. Ich kann euch eventuell mal gleich Fabis Nachbar zeigen. Fabi wohnt direkt gegenüber von einem Typen, den er nicht leiden kann, weil er immer die Musik ganz laut hat und draußen trainiert und so weiter. Der Kerl geht dem schon seit wir hier wohnen auf die Nerven. Die haben sich sogar einmal fast in die Haare gekriegt hier. Also fast Schlägerei. Ich stand da, sind beide schwarz. Fabi Riesenberg und der andere auch Riesenberg. Und ich stand dann dazwischen wie so eine Milchschnitte und habe versucht, die da auseinanderzuhalten. Hier wohnt er. Das ist der. So Leute, ab zum Pokerroom. Ich habe ganz komische Bauchschmerzen, das habe ich hier nur wieder mal. Ich muss da mal zum Arzt gehen, aber ich war sogar mal beim Arzt, aber es hat ewig gedauert und dann, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe meine Results nie bekommen. Also ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich habe hin und wieder mal Bauchschmerzen und wenn das im Pokerroom passiert, dann ist das mega schwer, sich zu konzentrieren. Es hält meist nur für eine halbe Stunde oder Stunde an. Gleich erstmal Kamillentee bestellen oder so, vielleicht geht es am besten. Kurze Pause, Leute, wir sind ein bisschen was down. Ich war mal 350 $ down, weil ich schon wieder einmal... Ich habe die letzten paar Wochen, glaube ich, kein einziges Mal mit Ass König gewonnen. Also wieder einmal mit Ass König habe ich einen Shorty aufgedoppelt. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile wieder Break-Even, weil ich habe eine schöne Hand eben mit 9ern gewonnen. Ansonsten eigentlich eine ziemlich angenehme Session. Ich habe noch die Christine am Tisch, habe ich hier kennengelernt im Aria vor ein paar Tagen. Kommt aus der Nähe von Frankfurt und ja, wir unterhalten uns die ganze Zeit am Tisch auf Deutsch, was immer wieder cool ist, weil ich spreche halt so selten Deutsch. Es gibt nie jemanden, mit dem ich mich auf Deutsch unterhalten kann. Und ja, von daher ganz angenehme Session. Kurze Pause gerade, aber gleich geht es wieder zurück an die Tische. Wir haben noch ein paar Stunden. Können auf jeden Fall noch 3-4 Stunden spielen. Okay, Leute, Session im Aria mit einem Plus von 300 und noch was. 316 oder 312 $ beendet. Ganze 7,5 Stunden gespielt, 7 Stunden und 35 Minuten. Wir haben jetzt 8:30. Nacht ist eigentlich noch jung, wir hätten noch weiterspielen können. Aber ich habe schon ja, für fast 8 Stunden gespielt jetzt. Reicht. Ab nach Hause Vlogs schneiden. War aber eine ganz angenehme Samstag-Session, muss ich sagen. Es wurde viel geredet. Alkohol trinke ich nicht, sonst hätte ich vielleicht noch Alkohol getrunken. Aber früher wäre das so ein Abend geworden, wo mit ein paar Wein und so weiter. Wahrscheinlich war es ganz chillig, aber heutzutage kann ich es nicht mehr vertragen. Die ersten 1-2 Stunden in der Session waren nicht so cool, muss ich sagen, weil ich die ganze Zeit Bauchschmerzen hatte und mich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Aber ja, lief auch in der Session am Anfang nicht so gut. Wir waren die ganze Zeit irgendwie so 300-400 $ minus. Und das hat ewig gedauert, bis ich mal irgendwie eine Reihe von kleinen Händen gewonnen habe, damit ich aus dem Brand kommen konnte. Und zuletzt habe ich dann nochmal die Hand King Queen gegen 10er. Flop kommt Queen und es geht Flop geht Bet, Call. Also ich bette, er callt, Turn geht Check, Check.
Und weil der Turn kommt ein Flush an und River bette ich nochmal 50 und er crawlt mit den Zehnern. War aber nichts Besonderes heute. Also wie gesagt, es wurde so auch viel geredet. Da wurde sich nicht wirklich viel auf Hände konzentriert, aufschreiben oder sonst was. Aber ist auch nicht wirklich da ist auch nicht wirklich viel passiert. Also nichts Interessantes, wo ich jetzt sage, okay, das hättest du mal filmen können oder so. Ich habe bestimmt 4-mal heute Könige gehabt. Musste noch mal schnell mein Pulli ausziehen. Aber nie irgendwie einen großen Pot oder so damit geschnappt. Oft einfach nur Pre-Flop, die Blinds eingesammelt und ja, das war's dann auch. Ja, aber $300 sind $300, Leute. Wenn wir jeden Tag $300 machen würden, dann sind das auch 9.000 im Monat. Einfach weitermachen. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal plus für einen Monat. Ich weiß nicht genau wie viel, aber das sage ich euch jetzt. Also bis jetzt haben wir 42 Stunden gespielt diesen Monat und sind $1.199 plus. Nichts Krasses passiert bis jetzt. Wir wollten ja auf jeden Fall nochmal unseren Rekord von letzten Monat knacken, aber wir haben noch genug Zeit, Leute. Ist manchmal so, dass irgendwie die ersten 2 Wochen nichts läuft und dann die letzte Woche, bam, boom, sind wir irgendwie 10.000 plus. Alles klar, Leute, mega kurz und knackig. Heute ist nicht viel abgegangen in dem Vlog, weil wir auch nur im Poker rumgesessen haben. Also ich habe mich kaum vom Fleck bewegt. Aber ja, morgen ist Sonntag, Sunday Grind. Falls was Besonderes passiert, dann filme ich das natürlich. Ansonsten sehen wir uns am Montag wieder zum Live Grind. Also danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.